Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem 6. Bundesligaspieltag bei Eintracht Frankfurt. Wie immer der Hinweis, bevor wir reingehen, hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Vielen lieben Dank dafür, damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Ja, und damit würde ich sagen, Abfahrt. Begann, Tasche, Rucksack, Koffer packen und ab nach Frankfurt zum Topspiel morgen Abend. Willkommen dazu Hallo, zur Pressekonferenz mit Wes und Kompanie. Der Ton und stimmt, Eberl gute Laune, was ist los? und euren Fragen, zahlreich wie sie sind und ihr seid. Bitte schön. Fangen wir an mit Sky, Felix Fischer in der Mitte. Hallo, guten Morgen nochmal. Wasser, jetzt ist die Eintracht so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. 5:1 Sieg, 1:5 Niederlage, 6:4 Sieg. Wie viel schwerer macht es die Vorbereitung auf diesen Gegner? Naja, das macht es gar nicht schwerer. Du bereitest dich halt immer auf die stärkste Version von Eintracht Frankfurt vor. Nein, die Vorbereitung bleibt eigentlich sehr deutlich. Offensiv sind die sehr, sehr stark im Moment. Und was haben die jetzt? 17 Tore, glaube ich, in der Bundesliga. Nochmal, glaube ich, 11 Tore zwischen Pokal, Champions League und alles noch dazu. Also es ist schon sehr beeindruckend. Aber wir schießen auch viel Toren. Also ich weiß nicht, wer morgen wetten will auf ein 0-0-Ergebnis. Ja, keiner. Ich kann mich schon also ich würde auf so ein Spiel schauen, auf jeden Fall. Und wir haben aber erstmal vor, wie glaube ich in die letzte Woche offensiv und offensiv zu bringen, was wir bringen können. Das wollen wir auf jeden Fall machen Samstag. Und Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwelche Fehler muss es doch geben. Ne? Wird erstmal die Kamera unscharf. defensiv auch stabil sein gegen einen ganz guten offensive Gegner. Und hoffentlich können wir einfach wieder 3 Punkte holen. Aber diese Frankfurt-Mannschaft ist natürlich gefährlich. Aber das ist für uns auch spannend. Dankeschön. Nächster ist Julian Agadi für die Bild-Zeitung, bitte. Ja, ich denke auch, das kann, muss nicht, kann noch einmal ein Gradmesser werden. Weil, wie schon gesagt, gerade offensiv, ja, defensiv wissen wir alle, ja, wo unsere Probleme sind. Wenn wir Probleme haben, dann da. Also das kann natürlich ein Gradmesser werden. Es kann auch sehr gut sein, dass wir 1-2-0 in Rückstand geraten. Und deswegen Gradmesser, um zu sehen, ja, wie reagiert dann die Mannschaft, wie reagiert die Mannschaft auf den Rückstand. Wie gesagt, kann, muss nicht passieren, wenn Frankfurt irgendwie agiert wie bei Atletico oder sowas. Ja, dann wird sowas nicht passieren, aber ja, wie Bini sagt, die Qualität ist auf jeden Fall da vorne. Ich weiß nicht, ich habe noch kein Frankfurt-Spiel gesehen. Hinten scheint es ja sehr luftig zu sein. Also da können sich dann unsere Spieler austoben. Ja? Ja, Herr Kompanie, Sie sind super in die Saison gestartet mit 9 Siegen aus 9 Spielen, wettbewerbsübergreifend. Morgen gibt es die Chance, mit dem 10. Sieg was Historisches aufzustellen. Hat es in den Top 5 Ligen Europas noch nie gegeben. Wussten Sie von der Statistik und ist das vielleicht ein besonderer Anreiz, morgen in Frankfurt zu gewinnen für Sie? Ja, ich habe es gerade von Dieter gehört, er hat gemeint, vielleicht kommt diese Frage. Es ist für mich, es geht nur um ein Spiel für mich. Das ist, dass wir morgen gegen Frankfurt alles dafür tun, dass die Leistung stimmt, dass wir gewinnen, dass wir 3 Punkte holen. Was danach kommt, sehen wir. Aber ich bin nicht so beschäftigt mit dieser Statistik. Also wichtig ist, dass wir im März dabei sind, um die Preise zu gewinnen. Und dann kommt eine neue Phase, wo du einzelne Spiele gewinnen musst, die sehr wichtig sind. Aber jetzt ist einfach, dass wir weiter unser Momentum behalten, dass wir weiter dass wir die Leistung wiederbringen, die uns helfen können. Und das ist für mich die Priorität im Moment. Also die Vorbereitung bleibt sehr, sehr ähnlich wie die letzte Woche. Eins dahinter, Klaus Bergmann Ja, alles andere wäre jetzt auch überraschend gewesen. Ne? für die Deutsche Presseagentur. Und selbst wenn es so wäre, dass man darauf schielt oder das irgendwie als Motivation noch so nutzt, wird man es ja öffentlich nicht äußern. Also. Kompanie, Herr Eberl, heute ist der Tag der deutschen Einheit. Die Einheit FC Bayern, also diese Mannschaft, wie hat die sich zur Einheit entwickelt, wenn Sie mal zurückdenken, als Sie hier angefangen haben? Spüren Sie da jetzt etwas anderes in dieser Mannschaft?
nach 15, 16 Monaten. Und was sagen Sie, als der immer ganz nah dran ist, aber ja auch ein bisschen so von außen drauf schaut? Es war schon ein ganz großer Sprung vom Tag der deutschen Einheit zu Bayern-Kader-Einheit. Aber gut, und ich war. Hat der nicht Max Eber gefragt? Oder habe ich was verkehrt gehört? Oder hat er beide gefragt, oder was? Ich weiß nicht, ob das so außergewöhnlich ist, was wir sind als Kader. Also Nee, ist es nicht. Es sollte das Grundprinzip im Fußball sein, ja, dass man einen Kader hat, der eine Mannschaft ist. Also, das ist eigentlich auch immer die Grundlage, um erfolgreich zu sein. Ja. Du kannst natürlich, wenn du so eine Qualität hast wie der FC Bayern, durch Individualisten, auch wenn es dann keine Mannschaft ist, ein bisschen was wegmachen. Aber wir haben es ja gesehen, die Jahre davor, wie es sich immer weiter zersplittert hat und wie es immer schwieriger wurde, dass dann diese Individualisten das rausreißen mussten. Ne? Oder auch diese Egoisten. So, das hast du jetzt halt nicht. So, jetzt hast du ein Team und es ist nicht ganz egal, wer auf dem Platz steht, aber du kannst halt vieles kaschieren dadurch, dass es eine Teamleistung ist. Ja. Und das ist natürlich die Grundlage und auch die Kunst bei solchen Vereinen wie den FC Bayern oder Real Madrid und so weiter, wo viele egozentrische oder egoistische Spieler spielen, ja, um es mal klar zu sagen. Wir haben natürlich auch den einen oder anderen Störfaktor beseitigt in diesem Kader, muss man auch fairerweise sagen, ja. Und das tut der Mannschaft sichtlich gut, ja. Und natürlich tut es sichtlich auch gut, dass ein Harry Kane so gar keine Starallüren hat und ja, damit halt als Vorbild auch, ich denke auch für die vielleicht jetzt irgendwie in diese Sphären dann in Zukunft stoßen werden, so Michael Olise und so weiter, dass Harry Kane da ein gutes Vorbild ist und dass man gar nicht wieder diese Ego-Schiene zulässt, so, ne? Wie es bei vielen Spielern war, die denken, sie müssten dann einen besonderen Stellenwert haben und sonst was, so. Von daher, ja, aber nochmal, das ist eigentlich, wie er es sagt, das sollte Grundlage in jeder Mannschaft sein, ne? Warum sind Mannschaften wie Freiburg oder Augsburg jetzt gerade nicht, ja, oder auch Mainz und so weiter, warum sind diese Mannschaften teilweise so erfolgreich, obwohl sie nicht diesen überragenden Kader haben oder diese überragenden Spieler, ja, weil sie eine Mannschaft sind, ja. Das ist am Ende des Tages immer noch Mannschaftssport und dann kannst du viel, viel erreichen, ja, wenn du eine Mannschaft bist. Ja. Und wenn du dann noch auf dem Level, wo wir sind, wo unsere Spieler sind, wenn du dann noch eine Mannschaft bist, ja, dann ist richtig Kasala, ne? Ich würde mich immer vorstellen, dass nur wir können einander helfen. Das, was ich meine, wir haben nicht immer, und das passiert auch immer im Fußball, wir können immer besser machen und wir versuchen auch immer besser zu werden, aber wenn man ein bisschen zu viel zuhört, auf was draußen gesagt wird, dann sind wir immer entweder super oder können wir gar nichts. Und in dieser Welt können wir nicht leben. Und deswegen müssen wir immer dieses Gefühl haben, dass wir da sind füreinander, einander unterstützen und Entwicklung von einer Mannschaft und individuell ist auch nicht nur Lob und es ist auch manchmal hart sein, manchmal ehrlich sein aber immer mit einem Gefühl, dass man dass wir das zusammen versuchen, dass es nicht gegeneinander ist, aber miteinander, füreinander. Und das meine ich mit die Einheit von einer Kader. Ich glaube, dass das... Und das ist halt der große Vorteil, ne, den so ein ehemaliger Top-Spieler hat, weil er genau weiß, welchen Stellenwert das hat. Ja, das ist vielleicht für so eine Art Trainer Tuchel ein bisschen anders. Ja, der das vielleicht nie so auf so super hohem Level so erlebt hat. Der hat eine bisschen andere Herangehensweise. Ich will gar nicht sagen, dass er keinen Wert auf Teamchemie legt oder sowas. Aber wenn der meint, da ist ein Spieler, so den brauche ich nicht so unbedingt, dann hat man gesehen, wie ein Tuchel da auch eine knallharte Linie fahren kann.
Ja, ich glaube, das ist schon ein Vorteil, was so Ex-Spieler auf super hohem Level haben. Ja. Sollte aber jeder Spieler eigentlich haben, dieses Verständnis, dass das so die Grundlage sein sollte. Dass es das Wichtigste ist. Und ich habe schon früher als Spieler auch sehr oft miterlebt, wenn es mal nicht der Fall ist. Und das ist, Danke, Vinny. Ja, danke, dass du es gerade bestätigst, ja. Was ich sage. Genau, das ist es halt. Ja. Du hast halt die Erfahrung, wenn du ein Spieler bist, der auf super hohem Niveau gespielt hat. Dann weißt du halt, dass es nicht nur reicht, ja, viele Spieler auf super hohem Niveau zu haben. Ja. Du musst halt auch eine Mannschaft sein. das macht keinen Spaß und dann kannst du auch nicht mehr leisten wie vorher. Also wichtig für mich ist, dass wir zusammenbleiben, immer. Und auch in die schwierigen Zeiten und dass wir einfach weiter erfolgreich versuchen zu sein und nicht schauen auf, was draußen gesagt wird über unsere Qualitäten oder was wir können oder nicht können und einfach glauben an, was wir erreichen können, wenn wir optimal da sind, mental und physisch. Das ist auch super wichtig. Ja? In der heutigen Zeit ist es super wichtig, den Kopf zuzumachen, was das anbelangt. Ja, wir hier unter uns und Fans, wir können da rumdiskutieren und Kritik äußern und loben und machen und tun. Das darf aber am Ende des Tages, ich meine, in meinen Gefilden hat das kein Stellenwert so, ja. Aber wenn irgendwelche anderen Leute, die eine riesen Reichweite haben oder irgendwelche Zeitungen irgendeinen Dummfick schreiben, wie es ein Winnie sagt, ja, da musst du einfach, das darf keine Rolle spielen. So. Ja, das ist natürlich nicht so einfach in der heutigen Zeit, sich davon frei zu machen, gerade wenn man junger Spieler ist, der auch viel Social Media macht und so weiter, da kriegst du natürlich viel mit, aber man muss sich davon frei machen. Ja, in der heutigen Zeit ist das super wichtig, weil Social Media ist einfach nur Schmutz. Ja. Social Media ist, ja, Schmutz. Soll ich auch noch? Ja, Entschuldigung, das war eine lange Antwort. Nein, aber es war sehr philosophisch, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich noch was dazufügen kann. Auf Deutsch ist das dann das erste Mal, dass ich philosophisch war. Ja, komm, du entwickelst dich. Für mich ist es ein Weg, den wir gegangen sind und am langen Ende ist es so, dass man natürlich als Verantwortlicher versucht, handelnde Personen zusammenzubringen, die Coole Jacke, by the way, die er anhat, gefällt mir. dann eben den Erfolg ermöglichen. Und das hat eben mit Qualität zu tun. Das hat aber vor allem mit menschlicher Kompetenz zu tun, sowohl in der Staff, sowohl in der Führung als auch in der Mannschaft. Dieses gegenseitige Vertrauen der Spieler in die Staff, an den Trainer, was er tut, dass das der richtige Weg ist. Und das, glaube ich, hat sich die letzten 19 Monate einfach entwickelt. Über die letzte Saison hinweg und so bei so einem Prozess passieren eben auch mal Rückschläge, die haben wir erfahren mit dem Ausscheiden gegen Inter Mailand, mit dem Ausscheiden gegen Leverkusen. Trotzdem haben wir uns immer wieder weiterentwickelt als Mannschaft. Wir haben dann im Sommer nochmal Puzzlestücke dazugefügt, Puzzlestücke haben uns verlassen und das ist eben genau. Das war das Wichtige. Ja, es war super wichtig, dass so ein Liboy uns verlässt. Zum Glück hat er das forciert. Es war auch super wichtig und richtig, dass so Müller gegangen ist, weil einfach dadurch, ja, ein Stück weit, ja, wir ruhen uns so auf Thomas Müller aus, ja, weil er viel Verantwortung wegnimmt und immer so der gute Launebär ist und so weiter. Ich glaube, das sieht man auch. Und Harry Kane ist viel, viel mehr Führungsspieler, wie es letzte Saison war, ja. Viel, viel mehr in dieser Rolle drin. Womit er ja kein Problem hat, ja. Aber es ist natürlich schwierig, wenn da so ein Thomas Müller, der seit der E-Jugend in diesem Verein, er ist natürlich dann da der absolute Leader, so, ja. Ich denke, das sieht man, ja. Und wie ich schon sagte, so der ein oder andere Egoist, so Leroy Sané-mäßig, dass der weg ist, das ist gut für uns, das sieht man. Genau diese Momente, wo man eben wieder was Neues hinzufügen kann, aber dieses große Wort ist dieses Vertrauen, dieses Thema menschliche Kompetenz, miteinander Dinge zu gestalten. Und deswegen habe ich ja schon mal gesagt, diese Club-WM, diese 4 Wochen, knapp 4 Wochen, die wir erleben durften, nicht nur, dass wir dieses Turnier versucht haben zu gewinnen, sondern als Gruppe nochmal einen riesen Impact hatte. Und ja, und das wollen wir natürlich weiter treiben, weil Fußball ist ein Mannschaftssport, das sage ich immer wieder, auf dem Platz und neben dem Platz. Und wenn Dinge zusammen funktionieren, dann kannst du auch erfolgreich sein.
Genau, aber wenn du da die hast, die der hat dies und der hat das und oh, der hat in extra Stellen, oh, der braucht nicht trainieren und darf trotzdem spielen. Ja, Nächstes David Fairhoff, auch für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Kompany, eine Frage zum Personal. Wie geht's Min-Jae Kim, der konnte gestern nicht trainieren, und Jonas Urbich, sind die beiden Optionen für morgen, und ist noch jemand dazugekommen, der ausfällt? Ganz deutliche Antwort dann, Min-Jae wahrscheinlich, Jonas nicht. Und wenn alles gut läuft, dann können wir eigentlich mit dieser Kader von Paphos wieder rein ins nächste Spiel. Okay, dann bleibt er hier nochmal. Klaus Bergmann, bitte, er hat das Mikrofon. Gut, dass Harry Kane die Nummer 1 ist in der Torschützenliste, das ist jetzt keine Überraschung. Nummer 2 ist Can Usun, der 5-mal getroffen hat in jedem Spiel. Jetzt will ich die nicht vergleichen, und das ist jetzt morgen nicht das große Duell. Aber wie haben Sie diesen Usun wahrgenommen, und haben Sie sich jetzt erst in dieser Woche mal darauf vorbereitet? Wie muss man gegen den spielen? Ist das für Sie überraschend, dass der so gut geworden ist? Nein, nicht überraschend, weil man hat letzte Saison schon Zeige gesehen. Und und es ist wieder, das haben wir gesagt, natürlich, wir haben viele Top-Spieler verloren in der Bundesliga, aber das ist nicht nur negativ. Das heißt, es gibt jetzt auch Raum für eine neue Generation Top-Spieler. Und er gehört auf jeden Fall dazu. Also er hat viele Fähigkeiten zwischen die Linie, kann auch nicht nur die letzte Paar spielen, aber auch entscheidend sein mit seinen Tore, wie Sie gesagt haben. Und es gibt ich finde es immer wichtig, wie viel unterschiedliche Tore man schießen kann. Also er kann manchmal aus der Distanz, er kann manchmal auf die ganz clever in die richtige Position kommen, um in einen Kontakt der Ball einfach rein zu zicken. Und ja, auf jeden Fall wieder so eine junge Spieler von Frankfurt, von der Bundesliga, die das in Zukunft sehr gut machen wird. Aber für uns, wir spielen immer gegen gute Spieler. Und das ist, wie gesagt, immer spannend für uns. Ich hoffe, dieses Gefühl lebt bei uns, dass das uns immer besser macht. Wenn die andere Mannschaft in einer guten Phase ist, wenn die andere Mannschaft die Spiele hat, was zu erreichen, dann muss das uns in Lage bringen, auch besser zu werden. Ja, ich kann zu dem gar nichts sagen. Ich kenne den nicht. Ja, ich bin jetzt nicht im Frankfurt-Game drin. Bin gespannt. Ich gucke mir den Jungen gerne an. Habe ich natürlich auch mitgekriegt, dass der da gerade gehypt wird und dass er performt auf jeden Fall. Ja. Bin gespannt. Dann ist Sky nochmal in der Reihe. Felix Fischer, bitte. Sie haben gerade schon über das Personal gesprochen. Wie schaut es bei den Langzeitverletzten aus? Vielleicht gerade bei Alphonso Davies gibt es ein kleines Update, vielleicht einen kleinen ungefähren Zeitpunkt, wann er vielleicht wieder auf dem Platz stehen kann. Ja, was habe ich vor 1 oder 2 Monaten gesagt auf diese Frage? Wahrscheinlich eher Dezember oder so. Aber die Frage ist immer, wenn man die Jungs hat, die langfristig verletzt sind, will ich eigentlich lieber am meisten nicht zu viel sagen, weil wir müssen ein bisschen Raum erlauben, damit bei manchen läuft das immer top und kommen die sofort wieder rein in Training und können die auch sofort wieder spielen, und bei anderen brauchst du ein bisschen Adaptationszeit, und deswegen will ich null Druck machen auf die Jungs, die jetzt nicht dabei sind wegen Verletzung. Aber eins ist deutlich, Stanisic wird nach der Länderpause zurück sein, und die andere, da müssen wir einfach noch Geduld haben. Ja, das ist auch super wichtig, ne? Dass man das so klar und ruhig kommuniziert und das natürlich auch intern so umsetzt. Ja, weil da haben wir in der Vergangenheit auch immer mal wieder ein bisschen Probleme gehabt und dann auch den Spieler meiner Meinung nach zu viel Entscheidungsfreiraum gegeben. Ja, dass ein Spieler sagt, ich will immer spielen, auch wenn ich angeschlagen bin und so weiter. Irgendwo verständlich vielleicht, aber es ist super wichtig, dass man da das Gaspedal rausnimmt. Ja, also ich meine, wo vermissen wir gerade einen Alphonso Davies in dieser Mannschaft? Tun wir nicht. Ja, also warum soll man da Risiko eingehen? Und wenn er erst im Februar, März, April oder erst nächste Saison wieder da ist, dann ist das so. Ja, also ist jetzt nichts, wo ein Kopfschmerzen macht. Dasselbe gilt übrigens für Jamal Musiala. Ja.
Und dasselbe gilt natürlich auch für Ito. Okay, dann sind wir heute schnell durch. Eine letzte, okay. Schnell nochmal rüber bitte. David Verhoff nochmal. Schnell Ist dir jetzt noch was aber. eingefallen, ja? Ich mal einen Sprint ein mit dem Mikro. Transferfragen sind nicht mein Metier. Ich frage lieber zur Wiesn. Am Sonntag steht der Wiesenbesuch an. Wie wichtig ist Ihnen auch deswegen der Sieg? Weil wir hatten es in den vergangenen Jahren öfter mal, dass ausgerechnet davor ein Unentschieden oder eine Niederlage kam und dann war es verhagelt. Naja, also ich glaube, wenn man in Frankfurt ein Unentschieden spielen sollte, wenn man ein gutes Spiel spielt, ist alles fein. Ja. Wollen wir natürlich nicht von ausgehen. Schön wäre natürlich ein Sieg, so gar keine Frage, ja. Aber sollten wir ein gutes Spiel machen und ein Unentschieden spielen, ist das völlig fein. Ja. Und solltest du ein gutes Spiel machen, unglücklich verlieren, ja, dann ist das auch fein. Dann musst du dich nicht in die Ecke stellen und Trübsal blasen, ja. Punkt. Wenn du natürlich scheiße spielst, keine Leistung bringst, ja, dann ist das so. Ja, dann hast du da auch nichts zu suchen auf der Wiesn. So, dann hast du es nicht verdient. Aber wenn wir gute Leistung bringen und irgendwie unglücklich verlieren oder dann unentschieden spielen, dann ist das so. Ja, da geht die Welt ja nicht von unter. Bisher können Sie ja mit bester Laune hingehen, oder? Nee, wir können nicht mit bester Laune hingehen, weil wir alles gewonnen haben. Was ist das wieder für eine dumme Frage, Junge? Wir wollen immer gewinnen, aber Samstag ist Samstag und Sonntag ist Sonntag. Ja. Ich meine, wir müssen im Leben auch manchmal die Sache trennen. Wir sind gerne miteinander, wir sind gerne zusammen. Das ist ein Moment auch, die nicht nur Fußball ist, aber auch Familie. Und ich höre immer, Bayern ist auch Familie und deswegen werden wir sowieso dahin gehen und diese Zeit auch nutzen, mal zusammen zu sein. Ist wichtig. Und dann Samstag ist Samstag, weil das ist mir egal, was Sonntag passiert. Ich will einfach Samstag gewinnen. Und so kann ich das schön trennen und für beide Tage volle Motivation haben. Recht. Dann freuen wir uns erstmal auf Samstag. Danke euch, danke euch. Bis dann. Danke. Bis dann, Leute. Ich danke auch. Ich freue mich aufs Spiel. Mehr dazu in der Taktikfuchs-Ausgabe. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße, schönes Wochenende. Haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.